Die Hühner beim Körnchen-Picken haben gackert. Immer hast du uns geärgert. Ohne uns unsere Federn ausgerupft. Das geschieht dir ganz recht. Und der Hahn auf dem Miststock hat sich stolz gereckt und krähend verkündet. Verdient hast du es, Nils Holgersson. Immer hast du an meinem roten Kamm ziehen. Der Nils ist fuchsteufelswild geworden. Habt's Mu! Sagt mir lieber, wo das elende Wichtelmännchen verschwunden ist. Nein, Nie das sagen wir das. dir nie. Haben alle Tiere wild durcheinander geschrauen. Der Nils ist in den Kuhstall gerannt, um dort weiter nach dem Wichtelmännchen zu suchen. Im Kuhstall haben die Kühe laut gemut. Immer hast du mit deinen Holzschuhen nach uns geworfen. Sogar Wespe hast du in unsere Tore gesteckt. Geschieht dir ganz recht, Nils Holgersson. Hört endlich auf! Hat der Nils gerufen. Er hat gekocht von Wut. Da ist die Katze vom Stalldach gesprungen und auf sanften Pfoten vor ihm gelandet. Bös hat sie gefaucht. Wir wissen alle, was ein Wichtelmännchen ist. Aber sagen werden wir dir das nie. Denk nur dran, wie du immer an meinem Schwanz gezogen hast. Die Katze ist am Nils mit glühenden Augen und spitzigen Zähnen wie ein riesiges Ungeheuer vorgekommen. Am Nils ist schlagartig bewusst worden, dass die Rollen jetzt vertauscht waren. Die Tiere mussten jetzt keine Angst mehr vor dem Nils haben. Er hat sich jetzt von ihnen fürchten. Fieberhaft hat er in allen Ecken und Winkeln vom Hof nach dem Wichtelmännchen gesucht. Aber es war wie vom Erdboden verschluckt. Erschöpft ist er aufs Dach geklettert und hat seinen Kopf in seine Hände sinken. Weit unter seinen Füßen sind die Gänse immer noch am Streiten. Wieso hat er plötzlich verstanden, was die Tiere sagen? Langsam hat es ihn dämmert. Ich kann dir verstehen, weil ich gar kein Mensch mehr bin. Und noch etwas ist ihm durch den Kopf geschossen. Vielleicht wird ja nie mehr ein Mensch sein. Der Nils Holgersson ist aufgestanden und hat über die Dächer gebrüllt. Wichtelmännchen, wenn ich dich verwutsch! Aber dann ist ihm in den Sinn gekommen, wie klein das er jetzt war. Und dass er gegen das Wichteli sogar nichts mehr ausrichten konnte. Der Nils ist wieder abgehockt und hat den Kopf hängen. Noch nie in seinem Leben hat er sich so elend gefühlt.